Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns momentan in der krassen Talspitze. Ich habe in der letzten Folge ja mich da ein bisschen um den Schwarm kümmern und habe da unten zuerst auf den Keks bekommen von irgendeinem Bosskampf. Und darum habe ich gedacht, ich begebe mich doch einmal in die Kristallhügel, um einen Jump'n'Run erledigen, den wir bis jetzt nicht angebracht haben. Und ich würde sagen, wir schauen uns die ganze Sache mal an, ob ich das mal wieder so fehle wie sonst auch schon, oder ob wir es das mal einigermaßen gut anbekommen. So, nein, ich glaube, da muss ich einfach abwärts. Jawohl, okay. Let's go. Schauen wir, ob wir es das mal besser anbekommen. Jetzt muss ich einfach... Ah, falsche Seite! Ich kann... Aber... Es fängt jetzt schon wieder gut an. Ach, das fängt jetzt schon wieder gut an. Oh! So. Aber wir sind auch schon besser durchgekommen als auch schon. Oh, ja, ja, das hat niemand mitbekommen. Niemand hat das gesehen. So, la. Muss mich da schnell ein bisschen konzentrieren. So, la, das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Wo muss ich da durch? Wo muss ich durch? Wo muss ich denn da durch? Das ist die andere Frage. Ich habe keine Ahnung, wo ich durch muss. Ich kumpe einfach mal blind drauf los. Da haben wir das Räubli! Yeah! Aber zu denen müssten wir eigentlich auch mal noch ein Psychling machen. Das sage ich schon seit Ewigkeiten. Das bis jetzt nicht angebracht. So. Wo sind wir da? Da ist irgendjemand eingefroren. Hallo? Hauen wir den mal da? Was? Hallo? Hä? WTF, was ist passiert? Konsumiert Schattenstur. Drücke kurz Kreis, während du runterhältst, um den Grund mit einem mächtigen Schlag zu treffen. Zauberverbrauch zählen. Fülle Seelen wieder auf, indem du Gegner angreifst. Wir haben Schattenbodenschlager bekommen. Nice! Wir haben unsere Fähigkeit können erweitern. Aber wo befinden wir uns jetzt? Aus dem Rausweg, weil du hast ja nochmal einen Weg gehabt. Oder bin ich da schwer von Begriff? Du hast doch nochmal einen Weg gehabt. Ah, das ist einfach zum da nochmal nachfüllen. Ah, okay. Völlig unnötig eigentlich. Völlig unnötig eigentlich. Aber das haben wir gut anbekommen. Oh Mann. Das letzte Mal, ein paar Mal bin ich ja so durchgefehlt. Und wir haben etwas ganz Cooles Neues gefunden. Unser Schattenschlag. Nice. So, dann kommen wir auf die komplett andere Seite. Ah, das ist wirklich einmal rundherum. Also das heisst, wir haben das abgeschlossen. Nicht schlecht. Da kann ich mich natürlich ziemlich darüber freuen, dass wir das anbekommen haben. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir die Kristallspitze eigentlich, glaube ich, komplett alles praktisch erledigt. Außer beim Oberpfeil raus, da hat sie nochmal so einen Weg gehabt. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob wir da nochmal etwas zum Machen haben. Aber ich glaube es eher weniger. Dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? So, wir könnten da natürlich nochmal aber zum Schwarm gehen. Wir haben auch beim Grenzen des Königreichs jetzt da nochmal einen Weg, wo wir noch nicht durch sind. Wiederum haben wir sonst eigentlich langsam alles. Wir sind auch bei den Garten der Königin stecken geblieben bei einem Bosskampf. Da hätten wir sonst noch einen Bosskampf, den wir erledigen könnten. Also wir könnten auch mal sonst nach Mannisdorf gehen, um da unten die 3 Bus zu herausfordern und zu hoffen, dass wir es anbekommen. Oder wir machen uns in die ewige Ruhestätte, lassen uns runterfallen und schauen mal, ob wir im Kolosseum der Narren uns nochmal um einen Kampf wagen. Das wäre natürlich auch eine Option. Ich würde mal sagen, wir lassen uns jetzt einfach zuerst mal alles runterfallen. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir befinden uns in der ewigen Ruhestätte. Und wenn wir jetzt hier alles abwärts gehen... Gut, wir hätten auch dort noch einen... Wir hätten sonst auch noch einen Hirschkäferweg. Wir hätten noch einen Hirschkäferweg. Aber ich würde sagen, komm, das Kolosseum, das klingt mal ein bisschen schmackhaft. Schauen, ob ich das mal anbringe. Für das müsste ich aber zum Lift und in die Stadt der Tränen. So, und, oder ob wir uns halt versuchen, nochmal jetzt in die Waben. Ob wir es jetzt würden anbringen, dort zu kämpfen. Aber ich bin mir da ziemlich unsicher, wenn ich ehrlich bin, ob wir dort dann etwas anbekommen. Muss ich schon schauen. Hä? Ah, genau, für das muss ich jetzt eigentlich da alles raufkumpen.
Ah, nein, ich muss da wirklich mich überschiessen lassen, sonst klappt das nicht so ganz. Okay. Okay. Dann sollten wir da irgendwo einen Eingang haben. Au. Und dann sollten wir da einmal durch. Okay. Das funktioniert ja doch schon mal ziemlich gut. So, einmal rein bitte. So, dann sind wir nämlich schon da. Aber ich würde sagen, ich gehe ganz kurz schon schnell aufs Bänkchen abspeichern. Und uns vielleicht ein bisschen anders ausrüsten. Und der schon wieder. Zuhören. Was willst du, Strolch? Bist du auch hergekommen, um mich auszulachen? Narren, ist euch nicht in den Sinn gekommen, dass es genau meine Absicht gewesen sein könnte, in diesen Käfig gesperrt zu werden? Ja, gerne doch, lasst mich in Ruhe in Ordnung. Ich bin Zote der Mächtige und sobald ich meinen Nagel Lebensende erziehe, wird aus euren Gelächter Furcht werden. Okay, du hast da gute grosse Vorstellungen. Zote der Mächtige, wo es wieder mal gegen den Keks geht und keine Ahnung von wo irgendein Tutten und Blasen hat. Die Frage ist jetzt, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Wenn Schattensprint, das ist wirklich... Ich bin mir überlegt, ob wir wirklich mal Form von Un mitnehmen, dass wir bessere Möglichkeiten haben, zu uns heilen. Oder ob wir wirklich mehr auf Zauberschaden oder Schnellfokus setzen. Da haben wir gar keinen Platz dafür. Wenn wir Schnellfokus mitnehmen oder wenn wir mehr Zauberschaden haben, das ist jetzt eine gute Frage. Weil wir haben nicht viele Sachen, die nur 2 kosten. Wir könnten natürlich auch Pracht des Nagelmeisters und dafür noch etwas anderes mitnehmen. Zum Beispiel Sporenpilz. Mehr Leben finde ich ein bisschen unnötig. Sprintmeister auch. Ich würde sonst mal sagen, wir könnten eigentlich sonst mal auch die Combo da versuchen. Ah nein, jetzt habe ich zu viel mit dabei. Wieso nicht zu viel mit? Ah, der kostet... Komm, probieren wir es mal so rum. Probieren wir es mal so. Wer weiß, was passiert. Probieren wir es einfach einmal. So. Dann ab in den Kampf. Wir versuchen mal Stufe 2 vom Kolosseum zu schaffen. Prüfung des Eroberers. Kampf umgehen und seltenes Metallzeichen setzen, um die Prüfung zu beginnen. Let's do it. Dann zeigen wir jetzt denen, wer der mächtigste im ganzen Haus ist. So. Wir machen uns ganz langsam auf. Zum ins Kolosseum gelangen. Komm, jubelt, ich bin da. Den halt nicht. Okay. Ich weiss gar nicht mehr, was das alles auf uns erwartet. Ist das auch schon wieder ein kurzer Moment her seit dem letzten Mal? Ah, das ist der wieder. Ah! Dumm gewesen von mir. Aber durch unseren verbesserten Nagel und unser Schild schlagen wir uns da... Oh, der kommt auch noch. Völlig vergessen. So, dann füllen wir schnell die Leben an. Wo ist er? Ah, da. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, wo ist jetzt der hier? Ah, da können wir gerade stacheln. Haben wir gerade nice gemacht. Okay. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt ohne Schaden zu nehmen. So. Ah nein, über! Sola. Mein Sporenbild heizt er ziemlich ein, komm. Was der da halt macht. Hallo? Sola. Next one, wer hat noch nicht? Ah, die wieder. Ah, die kennen wir noch. Aber die explodieren noch. Muss ich ein bisschen aufpassen. Etwa. Hey. Das nenne ich Leistungssport, was wir da am Betreiben sind. So, wo sind die etwa? Ich muss immer schauen, dass ich ein bisschen unter den Plattformen bin. Und die kommen. Sola. Oh nein, der explodiert noch. Völlig vergessen. Dumm gsi. So. Okay, da auf die Plattform. Die anderen ruckeln alle.
Und der stürzt sich selber in den Tod. Ist auch mal nicht schlecht. Ah! Ah! Okay, als nächstes kommt. Ich lasse mich da jetzt einfach. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ihr habt euch gerade mit dem Falschen angelegt hier. So, dann kann ich mich da schon in die Ecke verziehen. Dann kann ich mir sicher mal, wenn es gut läuft, schnell mein Leben anfüllen. Nice. Oipa! Wieder so einer, den kennen wir noch. Das ist so ein Drecksviech. Den kennen wir noch sehr gut da. Bei dem sind wir letztes Mal gescheitert, das haben wir so bekommen. Nice. Dann füllen wir schnell unser Leben komplett nochmal nach. Was kommt als nächstes? Bis dahin haben wir es beim letzten Mal, glaube ich, geschafft, wenn ich mich nicht täusche. Jös, Raubli! Hey! Oder auch doch nicht. Oder auch doch nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, jös, so ein herziges kleines Räubli. Okay, 2 von denen. Okay, okay, okay. Nice. Wieder einer von denen rum. Ich glaube, es zum Ausruhen gewesen. Okay, okay. So, wir heben uns gut. Was passiert jetzt? Oh, Jögeli. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Okay, okay. Oh, okay. Ah, Luftkampf ist nicht so mies. Luftkampf ist eindeutig nicht so mies. Ah! Ich habe gesagt, Luftkampf ist nicht so mies. Come on. Leben anfüllen. Nicht lang reden. Ah, Stacheln. Trotzdem Leben anfüllen. Okay, okay. So, Leben nochmal nachfüllen. Nochmal das Leben nachfüllen. Ja, egal, egal, egal. Das nehmen wir in Kauf. Wir haben ein Leben momentan nicht nachgefüllt und keine Seelen am Start. Die Frage ist, was kommt als nächstes? Die kenne ich ehrlich gesagt. Okay. Aber wenn die nur so im Ding schiessen, sind sie eigentlich noch easy. Okay. Oh, da kommen noch ein paar mehr von denen. Ah, ich muss genau unter denen stehen, sonst bin ich am Viertel. Ah, ich jetzt in der Nähe heilen. So, 2 sind... Ah! So, dann hoffen wir, dass dann nämlich unser Sporenbild ein bisschen Arbeit übernimmt. So, dann haben wir den nächsten noch weggeräumt. Ah! Eigentlich sind sie mega leicht zum Besiegen, aber es ist ab und zu ein bisschen schwer zum Einkalkulieren, wo genau die durchgehen. Okay. Jetzt habe ich eigentlich gemeint, langsam hätten wir es geschafft, aber... Leck, sind die Kämpfe lang hier.
Genau übereinander, perfekt. So. Einmal Leben anfüllen. Oh, was sind das für Dinger? Die kommen mir eher vor wie riesige Luftschiffe. Wirklich mal auf die konzentrieren. Okay, der trägt jetzt, wie es aussieht, komplett durch. Sein... Ah! Ah! Holen. Ah, Schild, komm. Das Schild ist wirklich genial. Das Schild ist wirklich genial. Aber auch der ist machbar. Auch der ist machbar. So. Leben anfüllen. Was kommt als nächstes? Es ist vorbei. Ist es vorbei? Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Betrachten. Bleiches Erz. Nice! Wir haben die zweite Stufe von der Arena erledigt. Und ich würde mal sagen, noch nicht mal so schlecht eigentlich. Also, hoppla Schorsch, dass wir das jetzt einfach mal so spontan und schnell erledigt haben. Das ist natürlich wirklich, wow, um 4000 Geo haben wir schon wieder zusammen. Da geht wirklich etwas ab, ja. So, die Frage ist, wenn wir uns gerade versuchen, um Nummer 3 zu stellen, oder denken wir, das ist vielleicht noch eins zu schwierig für uns. Ich schalte es mal frei und schaue an, was jetzt so auf uns wartet, und aber ob wir uns im Kampf stellen, das können wir ja mal so noch spontan entscheiden. Und zwar muss ich wieder zu dem da. Willkommen zurück, Krieger! Zahle deinen Beitrag und du kannst die Prüfung des Narren antreten. Zahle die Prüfung des Narren zu öffnen. Jawohl, das zahlen wir gerade, dann haben wir es wenigstens schon mal gezahlt. Und sehen auch, was für Preise wir dort erhalten. Nun denn, deine neue Prüfung ist für dich verfügbar. Ich hoffe, dein Auftritt wird spektakulär. Mehr als spektakulär, hast du uns im letzten Kampf nicht gesehen. Prüfung des Narres zum Kämpfen. Um Geo und den Narrentitelzeichen setze um Prüfung... Narrentitel? Was wollte ich mit dem Narrentitel? Prüfung des Narren. Kämpfe um Geo und den Narrentitel. Zeichen setzen, um die Prüfung zu beginnen. Ich bin mir mega unsicher, ob wir das anbekommen, ich bin ganz ehrlich. Ich bin jetzt schon so froh, dass wir das zweite geschafft haben, dass ich überlege, dass wir es Nummer 3 auf ein anderes Mal verschieben. Und wir schauen einfach mal auf der Karte weiter, was wir uns als nächstes da tun. So, ich fühle mich so richtig mächtig gerade momentan, wenn wir das jetzt so gut anbekommen haben. Ich bin jetzt nämlich gerade wirklich überlegen, ob wir da wieder wollen, zu dieser Schwarm runtergehen. Zum D-Boss noch mal gerade probieren, von dem ich jetzt da mehrmals wieder auf den Keks bekommen habe. Ob wir die Maske ausprobieren oder ob wir in die Garten der Königin, dort hätten wir auch noch einen Boss. Oder wir hätten auch hier noch einen Boss zum Erledigen. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin wirklich überlegen, mal ins Mantisdorf gehen, die Böse erledigen, weil das wäre jetzt einfach schon mal langsam an der Zeit. Also komm, machen wir doch das. So, dann müsst ihr aber noch schnell nachschauen, wie wir am schnellsten zum Hirschkäfer kommen. Eigentlich einmal alles geradeaus zurück, Lift runter und durchgehen. Okay, dann machen wir doch das. Versuchen wir uns erst mal die anderen 3 Böse zu stellen. So. Oh, ich habe vergessen, meine Socken zu ändern. Finde ich den Lift auch so wieder? Der Hirschkäferweg. Das wird kritisch. Ich und meine Orientierung sind, das wird ziemlich kritisch, ob ich das bekomme. Das wird wirklich ziemlich kritisch. Aber am besten einfach, glaube ich, alles einmal abwärts. Ich hoffe, ich finde das ohne Kompass. Die Herausforderung vom Tag, ob ich das ohne Kompass finde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Schild, das wir mitgenommen haben als Talisman, das ist wirklich mega nützlich. Also mir gefällt das abartig gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Sind wir da richtig? Hallo? Jawohl! Oh mein Gott, ich habe blind das gefunden. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, praktisches Nagelmeister habe ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Für das nehmen wir wieder den Kompass mit. Und dann bin ich wirklich am Überlegen, ob wir entweder Larvenlied... nein, warte, nehmen wir den Sporenpilz raus, so für Erkundungstour. Und nehmen lieber unseren Geoschwarm wieder mit. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg. Welches ist die nächste Station am nächsten? Von Mantisheim. Ist wirklich alles recht weit entfernt, aber fast schon Station der Königin, hä? Dann ab zur Station
der Königin. Nein, ich bin bei der Station des Königs. Ich muss Station der Königin gehen. Jawohl. Weil ich behaupte, das sollten wir jetzt anbekommen, den Gegner dort zu besiegen. Und dann können wir ja dort gerade mal weiterkommen, was es so auf uns wartet. Oh, ich sollte noch ganz kurz aufs Bänkchen gehen, wenn wir sterben würden. So. Und dann machen wir das auf den Weg nach Mantisdorf. Komme ich am besten dann? Eigentlich müssen wir jetzt wirklich ein kleines Stückchen Weg auf uns nehmen. Aber das sollte eigentlich kein Hindernis sein für uns. Wir sind mächtig. Wir sind Schweizer der Mächtigen. So. Ja, hoppla schon. Können wir ja durch wie gar nichts. Unser Schild erledigt unterwegs. Da muss ich... Bin ich schon wieder zu schnell unterwegs sogar. Viel zu schnell. So, wir müssen da nämlich abwehren. Hoppla Schorsch. So, ne? Weiter. Okay, wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Also wenn ich mir vorstelle, wie schwierig wir es haben, am Anfang da überhaupt durchzukommen, wie ich jetzt da einfach am Durchsliden bin und alles am One-Hitten, muss ich ganz ehrlich sagen, wow. Man merkt den gewaltigen Kraftunterschied und wir haben jetzt sogar noch ein bleiches Erz erhalten. Die Frage ist jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen, um den nächsten Nagel zu verbessern. Ich glaube, dann brauchen wir wahrscheinlich etwa 3 oder so. Das müsste ich dann auch noch mal beim Nagelschmied vorbeigehen und anfragen. Opa! Einfach weg von dem Ding, das macht Boom. Wir sind in der Nähe, aber ich bin unterwegs in die falsche Richtung. Das müsste nämlich da durch. Okay. So, da abwärts. Bin ich richtig? Lieber einmal auf die Karte schauen. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Genau. Wow! Hoho! Was da unser Schild alles an abzumerzen ist, das ist ja wirklich gröber. So, dann machen wir uns da mal gemütlich auf den Abweg. So, du willst auch noch? Okay. Ah, ich denke, das lange Einheit. Ich bin mir jetzt unsicher, in dem Fall hat unser Schild jedes Mal ein bisschen nachgeholfen. Und da unten wären die Gegner. Aber wisst ihr was? Wie wir uns gegen die Gegner schlagen, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit euch in der Schweiz. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Cool, dass wir einen Sieg im Kolosseum geschafft haben. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like nicht vergessen. Kommentar dürft ihr auch noch machen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Danke für mal und ciao.